Der Uschi, sein Knopf in die Tutten, stellt sich alles gutartig außer. Und das sagt's auch der Rosi und an Sascha, und über den kommen die zwei wieder zusammen. Der Rolli und sein Gspusi zerreißen sie es Mai über die Mitbringsel, wo er seine Mutter aus Mali mitgebrungen hat. Aber die hört das heimlich. Sie fährt aber im Guten samt den Grafe wieder aus Lansing heim. Der Chris kriegt einen Führerschein und fährt aber gleich am ersten Tag einen Mordstrumkratzer in seinen neuen Karren. Das möchte er vor alle von duschen, aber sein Vater kommt dahinter und verzapft ihm, dass ihm selben als ein Junger auch so gegangen ist. Ein Korbi, sein warmer Bruder, taucht daheim auf und heißt ihm ein Arschloch und die zwei haben wie Hund und Katz. Einer Mutter gefällt das gar nicht und ein Stiefvater auch nicht, aber schließlich verhilft er ihm zu einem großen Auftrag, so dass wieder gut hand, wie er zu den Preisen zurückfährt. Der Rolli möchte an Lorenz seine Augenglaseln reparieren und stellt sich aber recht blöd an dabei und lässt es nachher schließlich heimlich einen Brüntantler machen. Dabei lässt sich aber der Lorenz vor einer schleimigen Brüntantlerin eine neue Brühen andrehen, also wie davor schon der Martin und der Rolli. Danach möchte er seinen Hund anrichten, dass er bei den Wirtsleuten einen Holzert einen Ring hertragt. Aber von der Hundsdressiererin lässt er sich nichts sagen und der Hund lässt sich von ihm nichts sagen und tut, was er will. Kathi möchte das Heftel für die Holzert zusammenstellen und der Flori sollte dafür ein Stickel schreiben, über den ich einer lieb. Zuerst fällt ihm ewig nichts ein, aber mit dem Pfarrer seiner Hilfe schmiert er schließlich so ein schmalziges Geschreiber zusammen, dass das der Kathi voll ins Herzen geht. Danach möchte er mit seinen Freunden im Garten ein lustiges Festel feiern, aber stattdessen lässt er es schwer schuften, weil er am Pfarrer sein Onkel geheißen hat, dass den Garten mit einem Haufen Arbeit schwer verschönern müssen.